Hallo zusammen, hier ist der Groundclitus oder Chris. Ich hoffe, es geht noch gut, hoffe, alles klar. Wieder mal eine kleine Outdoor-Aufnahme. Und zwar habe ich wieder mal ausnahmsweise ein Problem mit dem Sony Vegas. Die nächste Folge vom Doom wäre schon lange ready. Wirklich, schon seit ein paar Tagen. Das Problem, das ich aber habe mit meinem PC und mit dem Laptop, wo beide 16 GB RAM haben, dass jetzt plötzlich die Sony Vegas, die legale, offizielle Version, das RAM von da füllen. Und wenn das Video etwa bei 60% rendern ist das RAM voll, der ganze PC kackt ab, der ganze Laptop kackt ab. Und ich bin somit nicht in der Lage, das Video zu rendern. Wohlgemerkt, die letzten paar sind ohne Probleme gegangen. Und ich habe weder an meinem PC noch an meinem Laptop gross etwas rumgeschrieben. Die haben kein Problem mit den Games, die haben kein Problem mit sonstigen Anwendungen. Und im Internet natürlich habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und dort ist eigentlich die Info rausgekommen, Programme, die so etwas machen, sind schlecht programmiert. Kann natürlich vorkommen bei so einem Indie-Produkt wie im Sony Vegas, wo etwa nur 4 Leute dran arbeiten. Ich finde es wirklich ganz leid. Ich bin jetzt gerne noch ein bisschen rumprobieren. Was ich gemacht habe, ist einerseits im Internet ein bisschen rumgeschaut, weil mein Motherboard hat DDR3 RAM, also nicht die neue, DDR4. Und die DDR3 RAM, ich brauche jetzt 32 GB, im besten Fall über 2000 MHz pro Riegel, sind nicht ganz so einfach zu bekommen. Also du kannst nicht in die nächste Interdiscount reinlaufen und die Dinger kaufen. Ist irgendwie auch logisch, aber auch der Steg hat das Zeug nicht. Das heisst, ich muss es irgendjemand bestellen. Kommt dann etwa auf 200 Steine, was eigentlich ein guter Preis ist für 32 GB. Aber wenn ich dann daran denke, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr mal ein neues Motherboard mit der neuen Prozessorgeneration reinziehen, ist das fast ein bisschen verschwendetes Geld. Also, wenn irgendjemand noch 32 GB DDR3-RAM rumliegen hat, die er nicht braucht, die er gerne verkaufen würde, ich nehme das Zeug wirklich. Weil für mich heisst jetzt das eigentlich, wenn ich das Video rauskicke will, dann muss ich das in 2 Teile aufteilen. Dann haben wir 15 Minuten lang Teil 1 und 15 Minuten lang Teil 2. Ja, wenn es nicht anders geht. Ich bin wirklich begeistert, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ich konstant so herausgefordert werde bei dieser Videoproduktion. Und habe wirklich auch das Gefühl, dass ich in 10 Jahren selber eine Bude aufmachen kann, die sich so um Videorendering-Probleme kümmert. Weil, ja, irgendwie scheine ich da noch ein gutes Opfer zu sein, das mit diesen Problemen kämpfen muss. Aber ich schaue es eben als Herausforderung an, nach Möglichkeit. Und lehre auch jeweils etwas dazu. Wenn jetzt das aber mit diesen Gaming-Videos nicht wirklich so klappen, klar, ich habe immer noch den Plan B, die Sony Vegas ganz rauszuschmeißen, aber dann müssen wir auf das Intro verzichten, dann habe ich wieder keine Option, meine Stimmlautstärke einzustellen. Was darum eben eigentlich keine gute Option ist. Aber eben, wenn das ganze Gamer-Zeug nicht so klappen, habt ihr euch vielleicht schon gefragt, wieso dass ich hier so ein erotisches Oberteil anhabe. Ich gehe mal schnell ein bisschen zurück. Ist hier so eine ausgezeichnete und gar nicht billig wirkende Nerf-Jacke, oder besser gesagt so ein Fischerschiele, wo man dann mit Schüssen aufmunitionieren kann. Und hier habe ich dann noch so ein Trommelmagazin. Und ich habe mir eigentlich überlegt, weil ja, so im Schweizer Sektor gibt es eigentlich noch nicht so viele Leute, die so Nerf-Guns reviewen. Im englischsprachigen Raum gibt es Tausende. Dort gibt es auch ein paar Kids, die schon richtig fett Kohle verdienen im Jahr über YouTube, die diese Dinge reviewen. Und weil es das auch in der Schweiz noch nicht gibt und weil ich das Gefühl habe, dass das extrem erfolgreich werden könnte, habe ich mir eigentlich überlegt, wieso nicht mal so ein bisschen Nerfknarren anfangen reviewen. Weil mein Götti-Bub steht noch recht auf die Dinger. Dementsprechend habe ich auch ein paar von denen. Und vielleicht wäre das ja noch etwas für den Channel. Wisst ihr, so ein bisschen frischer Wind, mal ein bisschen etwas Neues. Ich lade es natürlich euch, meinen Zuschauern, überlade es euch.
Und dann könnt ihr mir dann Feedback geben, ob ihr das gerne würdet sehen. Ob ihr jetzt gerne jemanden würdet sehen, der so mit Nervknarren rumschiesst, vielleicht noch ein bisschen Schweizerdeutsch redet. Wenn ihr das auf Englisch wollt, kann ich das auch herbringen. Französisch eher nicht. Hochdeutsch lieber auch nicht. Da kann ich gerne mal ein bisschen einen Richtungswechsel machen mit diesem Channel. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen verzweifelt im Fall. Und eben, wie gesagt, es ist jetzt ein Problem am anderen. Und das Einzige, was ich machen möchte, ist euch ein Gameplay zeigen, wo der Sound stimmt, wo ein kleines Intro dran ist, wo die Qualität in Ordnung ist. Und das herzubekommen, ist so mühsam momentan. Und ich weiss, dass es für die meisten überhaupt kein Problem ist, so etwas zu machen. Und die haben nie so Schwierigkeiten und auch nie so Bugs. Aber eben, wie gesagt, es kommt irgendwie so ein bisschen auf mich zu. Und ja, ich muss mir halt einfach schon überlegen, wie viel Zeit dass ich Antwort investieren. Darum der Plan B mit den Nerf Guns. Ich kann sonst auch Badhosen oder Sommermode oder Sneakers oder Caps reviewen. Ja, ich tue mir schwer mit einem konkreten Thema. Aber ich bin voller Ideen und dir vielleicht auch. Und darum würde ich sagen, der eine oder andere, der mag kommentieren, ich weiss, es ist auch noch eine rechte Herausforderung, auch etwas in die Kommentare reinzuschreiben. Ist nicht jedem gegeben, verständlicherweise. Wäre noch cool, wenn ihr mal das Feedback geben würdet. Wäre es in Ordnung, wenn ich die Doom-Episoden splitte? Tut mir extrem leid, wirklich. Ich finde es fast schon ein bisschen peinlich, dass das nicht besser läuft. Soll ich ein paar von diesen Nerf-Kanaren reviewen? Soll ich ein anderes von diesen Themen aufgreifen? Was würde euch interessieren? Das Wichtige ist, dass es nicht allzu aufwendig darf sein zum Produzieren. Leider. Das ändert sich dann vielleicht wieder mal. Und es sollte doch auch eine gewisse Interessengruppe vorhanden sein, eben dir als Zuschauer. Weil ich möchte nichts machen, wo am Schluss dann wirklich gar niemand interessiert. Nur weniger Leute als ein Let's Play. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und es tut mir aber auch gut, so ein bisschen meine Sorgen vom Herz zu reden. Es sind natürlich jetzt nicht so gross die Sorgen wie die richtig wichtigen Sachen im Leben, wenn die auch ein bisschen weh machen. Aber ihr könnt es vielleicht, setzt man sich über längere Zeit mit etwas auseinander und läuft es dann irgendwann plötzlich nicht mehr so, wie es sollte, kann das schon zu gewissen Spannungen führen, die dann halt auch abgebaut werden müssen. Habt's gut. Und ich hoffe, dass ich euch ganz gleich das nächste Let's Play vom Doom präsentieren kann. Schönes Weekend, hey.